China hat einen Bericht der amerikanischen Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus als verlogen bezeichnet. Bei dem am Freitag vorgelegten Papier handele es sich um einen verlogenen Bericht, der für politische Zwecke erstellt wurde, hieß es in einer am Sonntag vom Außenministerium in Peking verbreiteten Mitteilung. Von einem verleumderischen Angriff auf China war die Rede. Ohne Beweise zu liefern, haben die USA eine Geschichte nach der nächsten erfunden, um China zu diffamieren und zu beschuldigen, wurde Chinas Vizeaußenminister zitiert. Die türkische Waffenfirma Bayraktar hat den Flieger Akın J-TİHA den türkischen Streitkräften bei einer Einweihungszeremonie zur Verfügung gestellt. Der Flieger brach den Rekord in der türkischen Geschichte der Luftwaffe und blieb für über 25 Stunden in der Luft. Auch eine Drohne der Firma überzeugt mit ihren speziellen Fähigkeiten. In Kirgisistan wurde das Datum der Wahl der Parlamentarier auf den 28. November festgelegt. Das Außenministerium erinnerte daran, dass als Folge des Grundgesetzreferendums vom 11. April der Präsident des Landes das Datum zur Wahl der Parlamentarier festlegt. Das US-Militär vereitelte einen weiteren Selbstmordanschlag am Flughafen von Kabul. Eine Drohne habe erfolgreich auf ein Auto des örtlichen Ablegers der Terrormiliz Islamischer Staat gefeuert, erklärte das US-Militär. Weil es nach dem Raketeneinschlag zu bedeutenden sekundären Explosionen kam, sei davon auszugehen, dass in dem Fahrzeug eine große Menge Sprengstoff gewesen sein müsse, hieß es weiter. Die Durchfahrt kommt inmitten eines Anstiegs der militärischen Spannungen zwischen Taiwan und China in den letzten 2 Jahren und folgt auf chinesische Militärübungen letzte Woche, bei denen Kriegsschiffe und Kampfjets vor dem Südwesten und Südosten der Insel übten. In Bangkok, der Hauptstadt von Thailand, wurde gegen den Präsidenten und seine Regierung protestiert. Sie verlangen von ihm, dass er seinen Präsidentenposten aufgibt. Die türkische Frauenvolleyballmannschaft gewann gegen die Tschechei 3:1 und zog so ins Viertelfinale ein. Der Menschenrechtsaktivist Rushan Abbas schreibt über den Einfluss Chinas auf uigurische Kinder. Bis heute wurden Verträge zum Schutz der Kinderrechte von 140 Ländern unterzeichnet. Jedoch für uigurische Kinder hat sich die internationale Gemeinschaft bisher nicht eingesetzt, so Abbas.